Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zur Vertragsverlängerung von Alexander Pavlovic. Bevor wir da reingehen in die Stimmen und uns ein bisschen was angucken zum Pavlo und ich euch meine Meinung da mitteile. Wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Leute, lasst ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein. Ja, Alexander Pavlovic. Der FC Bayern hat mit dem Vertrag mit Alexander Pavlovic 20 bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der gebürtige Münchner spielt seit seinem 7. Lebensjahr für den deutschen Rekordmeister und zählt seit der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern im Mittelfeld des Profiteams. Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern. Alexander Pavlovic ist ein Spieler, wie wir ihn uns wünschen und wie ihn sich die Fans des FC Bayern wünschen. Ein gebürtiger Münchner, der von klein auf beim FC Bayern seinen Weg bis zu den Profis gemacht hat. Er ist ein Vorbild, wie man sich auf höchstem Niveau durchsetzt. Solche Spieler stehen für die Identität des FC Bayern und sind Musterbeispiele für die Nachwuchsförderung an unserem FC Bayern Campus. Alex soll eines der Gesichter der Zukunft unserer Mannschaft werden. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern. Es war für uns alle eine schöne Geschichte zu sehen, wie gewaltig sich Alexander Pavlovic in den vergangenen Monaten weiterentwickelt hat. Er hat sich gleich in seiner ersten Saison als fester Bestandteil der Profis etabliert und wurde zum Nationalspieler. Trotz seiner jungen Jahre strahlt er Ruhe aus und gibt einem Team Sicherheit. Er trägt den FC Bayern im Herzen und wir werden noch viel Freude mit ihm haben. Alexander Pavlovic. Leider ist mein Traum von der Heim-EM wegen meiner Mandelentzündung kurzfristig geplatzt, was mich traurig macht. Aber ich freue mich jetzt auch sehr über meine Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2029. Das ist ein großer Vertrauensbeweis, den ich zurückzahlen möchte. Der FC Bayern ist mein Herzensverein. Ich bin stolz, glücklich und dankbar, möchte mit der Mannschaft Titel gewinnen und mich persönlich weiterentwickeln. Das Münchner Eigengewächs startete mit dem Fußball. Okay, das ist die Geschichte, alles gut. Gehen wir mal rein ins Video. Ich bin sehr, sehr stolz und auch glücklich und dankbar, dass ich jetzt meinen Vertrag verlängert habe. Wir alle freuen uns drüber. Großartig für uns, aus dem Campus heraus einen Jungen zu entwickelt haben, der jetzt 5 Jahre bei uns unterschrieben hat. Ja, sehr bedeutend für unseren Club, weil der Alex den FC Bayern verkörpert, seit der U7 bei uns ist. Das ist einfach eine richtig schöne Geschichte, dass er jetzt so lange verlängert bei uns und der sich so gut entwickelt hat. Erstmal ist es für uns halt extrem wichtig, ein Eigengewächs, der, glaube ich, mit seinem 7. oder 8. Lebensjahr bei Bayern angefangen hat, am Campus aus Fürstenfeldbruck kommend, hier seine Karriere zu beginnen, die ganze Jugend durchlaufen hat und jetzt in der ersten Mannschaft angekommen ist, in der letzten Saison seine ersten großen Schritte getätigt hat, nicht nur in der Bundesliga sich einen Stammplatz erkämpft hat, sondern sogar sein erstes Länderspiel gemacht zu haben. Ich hatte eine Mandelentzündung und jetzt momentan geht es mir gesundheitlich wieder ganz okay. Leider hat es nicht für DM gereicht, weil bis ich fit werde und wieder einsteigen kann, hätte zu lange gedauert. Und ja, ich bin schon traurig drüber, dass ich nicht mitkommen kann, aber alles hat auch was Positives. Er ist ein richtig guter Fußballspieler, hat sehr viel Ruhe am Ball, eine sehr gute Übersicht, ist extrem ehrgeizig. Er ist ein super Charakter, liebt den FC Bayern München, trägt ihn im Herzen. Und dieses Gesamtpaket ist einfach sehr, sehr stark und darum sind wir sehr, sehr froh, dass er so lange bei uns bleibt. Die großen Geschichten haben immer mit Eigengewächsen begonnen und wir hoffen, dass wir mit Alex jetzt eben einen Spieler haben, der genau diese Geschichte fortsetzen kann. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig für einen Verein, für Bayern München, die Eigengewächse nach oben zu bringen. Die Qualität der Ausbildung ist da, das soll noch mehr passieren und Alex soll der Vorreiter sein für viele andere Jungs. Ich will mich einfach persönlich weiterentwickeln, hart an mir arbeiten und auf jeden Fall auch Titel mit FC Bayern holen. Das freut den Kompanie zu hören, mit hart an sich arbeiten. Das Marker. Gut, bevor ich was erzähle, Leute, gehen wir auch hier noch rein.
Noch mal ein bisschen Emotion auf, oder? Ja? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wie es ja schon gesagt wurde, es ist immer super wichtig, wenn wir uns mal die letzten Generationen noch durchschauen. Wir haben immer Spieler im Kader gehabt, die aus der eigenen Jugend kommen. Ja, das ist auch super wichtig, neben allen Stars, Weltstars, sonst was, die bei uns so rumeiern, ist es super wichtig, dass wir Spieler bei uns haben, die aus der eigenen Reihe kommen. Und noch wichtiger auch, dass diese Spieler auch auf diesen hohen Level dann sind, ja. Nehmt Schweinsteiger, Lahm, nimm auch einen Bartstuber zu seiner guten Zeit. Geh weiter zurück. Du hast in jeder Generation Spieler, die da sind und die dann auch ja das vorleben. Ja, das ist einfach eine Identität, die man haben muss. So, wenn du nur Spieler von außen dazu holst, wie sollen die das Mir Samir, das FC Bayern Feeling, wie sollen die das verkörpern? Ja, klar, so Mathys Tell, der mit super jungen Jahren dahin kam und sich super integriert hat, verkörpert das auch. Aber wenn du da so einen 26, 27-jährigen Spieler holst, der noch seine 3, 4, 5 Jahre in seiner Karriere hat, ist es halt schwierig, dass der das direkt verkörpert. Der muss erstmal ankommen, muss das lernen. Deswegen ist das immer super wichtig und natürlich ist es super geil, wenn das dann Spieler sind, die eine gewisse Achse bilden. Ja, wenn die dann noch, nehmen zum Beispiel damals Schweini, Lahm und so weiter, das waren ja Führungsspieler, das waren die Anführer dieser Mannschaft, die haben die Mannschaft geführt. Ja. Und wie geil ist das, wenn das Spieler aus der eigenen Reihe sind, die diesen Verein lieben. Ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du da irgendeinen Spieler kaufst, der nur wegen der Kohle da ist. So. Ja, von daher ist das super wichtig. Und das andere super wichtige Signal, wie es ein Eberl auch sagte, ist halt einfach, ja, dass die Jungs im Campus sehen, ja, es geht. Ja. Ich kann von der U7, zack, kann ich hier zum Profi werden und 5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Es ist möglich, wenn ich die Qualität habe und mich durchsetze. Ja. Das ist das andere wichtige Zeichen. Weil sonst wird man immer ganz, ganz viele Spieler wieder verlieren, weil sie sich denken, ach, ich kann mich hier eh nicht durchsetzen. Aber wenn du dann sagen kannst, ja, guck dir den Pavlo an. Ja. Also wenn ihr liefert, wenn ihr eure Qualität auf dem Feld bringt, ist es gar kein Problem, euch auch hier beim FC Bayern durchzusetzen. Ja, und das ist halt das andere wichtige Zeichen. An den Campus halt, an den Jungs, die danach folgen. Klar, müssen wir sehen, wie es beim Pavlo gelaufen ist. Ich habe Pavlo schon in der Vorbereitung als sehr stark empfunden, fand es super schade, habe es auch immer wieder angesprochen in meinen Videos, warum man ihn nicht reinwirft. Irgendwann war der Coach dann gezwungen dazu und dann hat Pavlovic seine Chance halt auch eiskalt genutzt, ja, indem er einfach seine Stärken ausgespielt hat. Und die sind halt einfach absolute Unaufgeregtheit. Auch wenn er innerlich aufgeregt war in Dortmund, hat er selber gesagt, wie ruhig, gelassen er da einfach diese Posi runtergespielt hat. So als wäre er schon immer Stammspieler in dieser Mannschaft und das ist halt das Beeindruckende gewesen beim Pavlo. Ja. Er ist ein Spieler, der nicht fickrig wird, der eine super Übersicht hat, der den Ball in 80% der Fälle nach vorne spielt, zu freien Leuten und nicht quer und nach hinten. Der aber auch selber Tore erzielen kann, das haben wir auch gesehen, ja, der super Standard schießen kann, das haben wir auch schon gesehen. Leider durfte er das nicht so oft, weil König Josh ja bei uns ist. Der aber auch nicht das Problem hat, wenn du ihn mal anläufst, wenn du ihn presst, ja. Da hat er kein Problem mit. Nicht so wie so ein Kimmich oder Goretzka, die dann gleich fickrig werden und die Bälle verlieren. Das alles in den jungen Jahren, gepaart mit dieser Gelassenheit einfach, wird ihm eigentlich, wenn da nichts großartig schief geht, eine große Karriere bevorstehen, meiner Meinung nach. Weil das sind Sachen, die kannst du nicht lernen. Ja? Unter Druck, unter Gegnerdruck, einfach so cool und gelassen zu bleiben. So, das hast du oder du hast es nicht. Ja? Und er hat es definitiv. Und das ist super wichtig, weil das ein Faktor ist, der uns super abgeht.
Deswegen habe ich letzte Saison auch früh und oft gefordert, dass man Pavlovic halt bringt. Ja, weil wir diese Komponente in unserem Spiel einfach nicht hatten. Ich persönlich sehe ihn als Achter, nicht als Sechser. Ich weiß, einige werden das anders sehen, aber ich glaube, natürlich er ist 20, du kannst ihn natürlich jetzt auch auf der Sechserposition bringen und ihm klar sagen, hier bis hier nicht weiter, das und das sind deine Aufgaben. Er ist auch ein defensiv starker Spieler, ja, der einen guten Defensiv-Zweikampf hat, aber ich finde, da hat er auf jeden Fall noch ein bisschen seine Schwächen. Obwohl er es besser macht wie ein Kimmich zum Beispiel oder ein Goretzka. Ja, also er besetzt auf jeden Fall die Räume eines Sechsers um Längen besser als diese beiden. Das macht er sehr gut. Aber ihm fehlt da vielleicht noch so die Erfahrung oder die letzte Cleverness so in den defensiven Zweikämpfen. Ja. Aber natürlich kannst du ihn da hinbringen, wenn du ihn als klaren Sechser siehst. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie der neue Trainer plant. Ob er mit 2 Achtern plant, ob er mit einem Sechser und einem Achter plant, wie auch immer, das werden wir sehen. Aber ansonsten könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, Pavlovic, der klare Achter, der klare Spielgestalter, ja, der auch mal vorrückt auf eine Zehnerposition, auch das hat er in dem einen oder anderen Spiel gezeigt. Und dahinter einen klaren Sechser. Ja, ich glaube, das würde dem Pavlovic auch nochmal richtig, richtig gut tun. Und du hast dann vor allen Dingen auch einen Achter, der trotzdem weiß, wenn du unter Druck bist, wenn du hinten reingezwungen wirst, wie er sich zu verhalten hat. Ja, das weiß so ein Kimmich und Goretzka, die wissen das einfach nicht. Ja, die wissen das vielleicht, aber können sie nicht umsetzen. Keine Ahnung. Das wäre der große Vorteil, meiner Meinung nach. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, natürlich wird er sich noch weiterentwickeln müssen. Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre er schon hier auf diesem Level. Ja, er hat sehr, sehr gut gemacht. Gar keine Frage bei uns letzte Saison. War besser als das Stammpersonal, was da war. Das kann man ganz klar so sagen. Aber natürlich muss er sich weiterentwickeln. Und das wird er. Ja, wenn der neue Trainer, das wissen wir natürlich nicht, auf ihn setzt, denke ich, wird ein Pavlovic mit dem Druck in Anführungsstrichen auf jeden Fall klarkommen. Ja. Dass er ein junger Spieler ist, der auch mal durch ein Tal gehen wird, so wie es Musiala auch tut und so weiter, gehört einfach auch dazu. Aber ich bin sehr gespannt, wie mit ihm geplant wird in der kommenden Saison. Ja. Also das wird wirklich sehr interessant sein. Ich freue mich, dass er verlängert hat für 5 Jahre. Ist jetzt aber auch keine Kunst beim Spieler, der aus der U7 da ist und der den Verein im Herzen trägt. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Warum sollte der sagen, oh nee, ich verlängere hier nicht, ich gehe woanders hin. Also von daher, perfekt. Eine Sache vielleicht noch, Mandelentzündung. Ja, super schade. Ja, also ich hoffe, er lässt sich die Mandeln jetzt endlich rausnehmen, weil das ist jetzt dieses Jahr das 3. oder 4. Mal, dass er dadurch ausfällt. Das ist natürlich für einen Leistungssportler, für einen Profifußballer eine Farce. Ja, es ist ja nicht nur die Woche oder 10 Tage, die du dann ausfällst. Nee, es geht ja dann wieder darum, wieder diesen Fitnessstand zu erreichen. Ja. Wir wissen alle, oder jeder, der sich mit Sport auskennt, wenn man erkältet ist oder sowas, soll man gar keinen Leistungssport machen, weil das viele Risiken birgt, gesundheitliche. Und von daher, wenn du dann 7, 10 oder sogar 14 Tage raus bist, musst du erstmal wieder die Fitness aufbauen und so weiter, musst dann wieder die Spielfitness kriegen. Und das ist eine Farce, ja. Und es ist super schade, dass er dadurch jetzt die Heim-EM verpasst hat. Klar ist er noch ein junger Spieler, wird vielleicht noch das ein oder andere große Turnier spielen, aber er wird keine Heim-EM mehr spielen. Ja, so, du hast nicht alle 10, 20 Jahre eine Heim-EM in deinem Land. Also das ist wirklich super schade. Deswegen kann ich nur hoffen, dass er sich die Mandeln jetzt rausnehmen lässt, sofern das ärztlich okay ist. Ja, weil guckt euch das letzte Jahr an, es ist eigentlich einfach super schade, ne? Aber ich persönlich freue mich, dass er verlängert hat und bin guter Dinge, dass er die nächsten Steps bei uns machen wird und dass er ein wichtiger Faktor die nächsten Jahre werden wird. Und ja, ich finde auch, dass es super wichtig ist, gerade auf dieser Position, ja, dass da ein Spieler ist, der ein Eigengewächs ist und der diese Rolle auch ausfüllen kann. Ja. Leute, können wir aber morgen im Stream gerne noch ein bisschen drüber quatschen, 18 Uhr. Hier live auf YouTube, live auf Twitch. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Sonntag. Tschüssi.
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.